Musikredaktorin Ginny und ich, wir analysieren gerade das Musikvideo von Nemo, «The Code». Mit dem Song geht die Schweiz nämlich an den Eurovision Song Contest. Mehr zu dem Event und auch zu der Person Nemo, das erfährst du in deinen SRF Kids News. Bist auch schon fest am Daumendrücken für Nemo und die Schweiz? Schön bist du auf jeden Fall mit dabei und willst erfahren, was hinter dem Song Contest steckt, wo ab nächster Woche so viele Musikfans aus ganz Europa begeistert. Und dazu habe ich dir gerade schon mal eine Quizfrage. Weisst du, in welchem Land der erste solche europäische Gesangswettbewerb war? A. Schweden oder B. Schweiz? Die Antwort findest du bald in dieser Sendung heraus. Hohe, tiefe oder auch schräge Stimmen, pompöse Kostüme und ganz viel Nervenkitzel. Das ist der Eurovision Song Contest, kurz ESC. Welche Geschichte hinter dem Song Contest steckt, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Eurovision Song Contest. Seit 68 Jahren sorgt er für Spektakel. Und seit 68 Jahren mischt auch die Schweiz mit. Der Eurovision Song Contest ist der grösste Musikwettbewerb der Welt und dieses Jahr ist er in Malmö in Schweden. Es gibt praktisch keine andere Fernsehshow, die die Menschen in Europa mehr bewegt als der Eurovision Song Contest. Und so hat das vor 68 Jahren ausgesehen. Hast du gewusst, die erste Ausgabe war in der Schweiz in Lugano. Damals hat er aber noch Grand Prix Eurovision de la Chanson geheissen. Für die Schweiz ist die Sängerin Lisassia am Start mit ihrem Song «Refrain». Lisassia hat den ersten Sieg für die Schweiz geholt. Klar, die Konkurrenz war damals noch nicht ganz so gross wie heute. Es haben gerade mal 6 weitere Länder teilgenommen. Nach der Lisassia sind viele weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die Schweiz an den ESC gegangen. Für einen Sieg hat es aber nie ganz gelangt. Erst im Jahr 1988 hat die Kanadierin Céline Dion für die Schweiz den zweiten ESC-Sieg geholt. Also das Gefühl, das die Schweiz gewonnen hat, das ist einfach grossartig. Ich warte ja schon seit Jahrzehnten darauf, dass das wieder mal passiert. Und dieses Jahr, 2024, heisst die grosse Schweizer Hoffnung Nemo. Und wer weiss, vielleicht holt Nemo den Sieg Nummer 3 heim. Ich kann gut sagen, dass es ein Ziel von mir ist, den Eurovision zu gewinnen für die Schweiz. Und ich glaube, man muss grosse Ziele haben, um auch auf etwas hinzuschaffen. Und ich glaube, das mache ich jetzt. Falls Nemo gewinnen würde nächstes Jahr der ESC in der Schweiz ausgetragen werden. So wie vor 68 Jahren. Und damit zu der Auflösung des Quiz. Die richtige Antwort ist B. In Lugano im Kanton Tessin war der erste europäische Gesangswettbewerb. Du hast es schon gehört, dieses Jahr ist der ESC in Schweden. Nemo ist dort schon fleissig am Proben. Nemo tritt dort mit einem besonderen Song auf, der zu der Geschichte von Nemo passt und auch dir soll Mut machen. Was genau hinter den Textzielen steckt, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. Ginny, kannst du mir sagen, wie so viele Leute denken, dass Nemo auf den Platz 1 könnte kommen vom ESC? Nemo hat einen Song abgeliefert, das hat man vorher noch nicht gehört. Es bringt 3 Genres zusammen, Pop, Rap und auch noch Opernteile. Der Song, der klebt und ist ein mega Ohrwurm. Und ich glaube, wenn man die ganze Facette an Songs schaut, die da sind am ESC, es ist keiner so lässig wie der.
finde ich. Du hast das Lied «The Code» vielleicht auch schon im Radio gehört. Es ist auf Englisch. Um was geht es in dem Song? In dem Song geht es darum, ein Rätsel zu lösen. Und das Rätsel ist Selbstfindung. Es geht darum, wer ist man als Mensch und vielleicht auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Nemo kontrolliert in dem Musikvideo zu «The Code» Billett. Und irgendwann ist es nicht mehr so gut, es wird ein bisschen schwierig. Genau, und zwar da sieht man, wie so eine gewisse Panik entsteht. Man will raus aus dieser Situation und Nemo sieht die Tür gegen raus. Er rennt auf dich zu und plötzlich steht Nemo am gleichen Ort wieder, einfach anders gekleidet. Das ist auch so die Endlosschleife, die man im Alltag vielleicht spürt. Man kommt nicht raus, aber eigentlich merkt man, man muss ausbrechen. Man ist zwar am Rennen und Machen und Tun, aber findet einfach so, wann komme ich an? Wann bin ich zufrieden? So, oder? Schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Ist gut? Ja. Somewhere between the O's and ones. An diesem Punkt merkt man eine gewisse Erschöpfung. Nemo sitzt ab, ist müde, aber er erinnert sich plötzlich, hey, ich habe ja doch ein Ticket. Nimmt das vor und sieht den Spiegel, und zwar sich selber. Und merkt, hey, ich habe eigentlich die Lösung. Ich bin die Lösung. Ich kann auch in die andere Richtung laufen. Und vielleicht hilft mir das ja. Und geht einem dann besser, oder? Und das sieht man dann in der nächsten Szene. Genau da sieht man jetzt, da ist der Wendepunkt. Nemo dreht sich um, läuft in die andere Richtung. Nemo ist befreit, singt wirklich aus dem ganzen Körper raus. Auch wieder in den verschiedenen Kostümen, in den verschiedenen Versionen von sich selber, aber mit Stolz das mal. Und lebt quasi die verschiedenen Seiten, was für Nemo auch eben das Rätsellösen ist. Und zwar, dass Nemo non-binär ist. Danke vielmals, Gini, dass du uns das Musikvideo so genau unter die Lupe genommen hast. Ich habe selber richtig viel gelernt. Und eben, Gini hat gesagt, non-binär oder binär sein. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Was es genau bedeutet, das erklären wir dir jetzt. Das Wort binär kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, dass es von etwas zwei gibt. In Bezug auf das Geschlecht heißt das, es gibt zwei, nämlich Männer und Frauen. Und tatsächlich ist in unserer Gesellschaft vieles auf diese Weise zweigeteilt. Es gibt beispielsweise Männer- und Frauen-WCs. Wenn wir über Personen sprechen, verwenden wir meist die Pronomen er oder sie. Und in Formularen gibt es oft nur die Auswahl zwischen männlich und weiblich. Es gibt aber Menschen, für die diese Einteilung in Männer und Frauen nicht passt. Ihre Geschlechtsidentität ist nicht bzw. non-binär. Bei der Geschlechtsidentität geht es nicht darum, wie ein Körper aussieht oder wen man liebt, sondern um das eigene Wissen darüber, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt. Manche non-binäre Personen erleben sich zum Beispiel als weiblich und männlich. Andere identifizieren sich mit gar keinem Geschlecht. Wieder andere haben eine fließende Geschlechtsidentität. Das heißt zum Beispiel, sie empfinden sich mal als weiblich und mal als männlich. Viele non-binäre Personen wünschen sich, dass der Alltag in der Schweiz weniger zweigeteilt ist. Und einiges wird auch schon umgesetzt. Zum Beispiel gibt es in immer mehr Schulen extra WCs, auf die alle Personen unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zugehörigkeit gehen können. Für viele fühlt es sich auch falsch an, wenn für sie die Pronomen er oder sie verwendet werden. Deshalb werden immer mehr non-binäre Personen gefragt, welche Pronomen sie bevorzugen. Das kann zum Beispiel ein neues, neutrales Wort wie they sein oder einfach der Name der Person. Im Pass und den meisten Formularen gibt es allerdings in der Schweiz nach wie vor nur die Auswahlmöglichkeiten männlich und weiblich und keine für non-binäre Personen. Einige Menschen in der Schweiz finden das Thema non-binär nicht wichtig oder möchten unbedingt, dass es auch zukünftig überall bei der Einteilung in männlich und weiblich bleibt. Andere fordern, dass sich unbedingt noch mehr ändern muss, denn keine Person sollte wegen ihrer Geschlechtsidentität benachteiligt werden. Und alle Menschen sollten respektiert werden, wie sie sind.
Nemo ist, wie gesagt, non-binär und redet ganz offen über das Thema. Mein SRF-Kollege Shimun hat Nemo zum Interview getroffen. Nemo, du bist bekannt worden als Mundart-Rapper. Und jetzt hast du der Öffentlichkeit mitteilt, hey, ich fühle mich im Fall weder als Mann noch als Frau. Was hat sich jetzt für dich geändert, seit du das der Öffentlichkeit mitteilt hast, dass du non-binär bist? Ich glaube, ich fühle mich mega erleichtert. Das war ein mega auch wichtiger Schritt für mich, um einfach mehr selber zu sein. Also auch irgendwie, ich weiss nicht, im nächsten Familienfest mit, keine Ahnung, allen Onkeln und Tanten, oder, wo das sicher auch ein Thema wird, wo ich einfach sagen kann, so, ja, I'm me. Wenn du an Nemo von damals, Mundart-Zeit, Mundart-Rap-Zeit zurückdenkst, ist das, wie sagst du dieser Person? Das ist echt Nemo für mich. Das ist die gleiche Person. Vielleicht noch nicht so weit war in ihrer Entwicklung. Ich habe mega viel Liebe für Nemo von früher. Und ich glaube, Nemo von früher wäre mega stolz auf sich selber jetzt. Stolz auf sich ist Nemo hoffentlich dann auch nach dem ESC-Auftritt. Ich bin auf jeden Fall schon ganz fleissig am Mitfanen. Ich hoffe, du bist bei unserer nächsten Sendung dann wieder mit dabei. Dass du uns nicht verpasst, abonnierst am besten den Kanal. Bis dann und mach's gut.